So, Freunde, ihr seht richtig. Ich habe, wie in der letzten Folge angekündigt, mir jetzt doch noch den Erweiterungspass gegönnt. Damit kriegen wir einen kleinen Bonus. Und zwar einfach ein paar Items, um halt unsere Stats aufzufrischen. Plus noch ein paar andere Goodies. Eigentlich. Müsste nicht eigentlich auch ein Ding bekommen haben. Eine Silberkarte. Bin mal gespannt, wo ich halt die ganzen Dinge dann so einsehe. Warte mal, Inventar. Kann ich nicht einfach direkt auf mein Ding zugreifen? Inventar. Klassenwechsel. Ah, ja. Das ist also letzte Folge ja gesehen haben. Weil wir ein Meistersiegel bekommen haben, können wir jetzt die Klasse wechseln. Das muss bei bestimmten Charakteren. Denn die müssen zum einen mindestens Level 10 erreicht haben, also Louis würde dafür anbieten. Und wir brauchen natürlich ein Meistersiegel dafür. Ich würde sogar sagen, ich gehe mal den Versuch ein und werde Louis entwickeln. Und zwar aus dem Grund. Bei früheren Fire Emblem Spielen war es eigentlich immer so, die alte Faustregel hieß immer, hey, Charaktere maximal Level und erst dann trainieren, damit du es maximal aus allen rausholen kannst. Das trifft eigentlich noch zu und eigentlich auch nicht. Warum? Wenn ich jetzt Louis zum Beispiel ab sofort jetzt entwickeln würde, ab Level 10, irgendwie zum, keine Ahnung, General, nehme ich jetzt mal an, vielleicht gibt es hier eine andere Klassennamen oder so, und dann hätte der auch wieder irgendwie 20 Level zur Verfügung, die ich mit ihm trainieren könnte. Und normalerweise ist die Levelgrenze für einen Charakter Level 20. Ich glaube, Tänzer, Diebe, die haben irgendwie ein anderes Level Cap, da geht es vielleicht sogar bis 40 hoch, also sonst gar nicht entwickeln können. Auf alle Fälle, Louis hätte jetzt eigentlich 20 Level, dann würde es für ihn nicht mehr weitergehen als Lanzenritter. Und ab Level 10 kann ich ihn entwickeln und hätte dann nochmal 20 Level. So, jetzt kann sie natürlich eben sagen, ja warte mal, wenn ich ihn jetzt schon entwickle, dann fehlen mir ja 10 Level und demzufolge auch diese Bonuspunkte, die Werte währenddessen kriege. Jein, früher war das so, jetzt wäre es theoretisch auch so, aber durch die Meistersiegel bzw. die anderen Siegel, die es auch gibt, die Zweitsiegel, kann ich Charaktere auch wieder zurückstufen. Sprich, ich könnte, wenn ich Louis jetzt entwickeln würde, zum General oder was auch immer, mit ihm dann aber 20 Level machen, dann das Zweitsiegel einsetze, könnte ich ihn theoretisch in eine andere Klasse wechseln, komplett andere Klasse. Oder ich sage, nö Louis, bleib bitte so wie du bist, aber ich stufe jetzt zurück auf Level 1. Da kann ich wieder trainieren bis Level 20. Also ich kann eigentlich wirklich das Level eigentlich immer wieder repeaten durch die Siegel. Und das ist eben so ein Aspekt, wo ich mir persönlich sage, ist vor allem bei, ja, im Generell wäre ich schon eher der Typ zu sagen, hey, ich level bis zum Ende und fertig. Aber je nachdem, bis du vielleicht vorher plötzlich einen Charakter hast, der einfach plötzlich höhere Werte hat. Halt dadurch, dass er bereits entwickelt ist. Und wieder noch weitere Fähigkeiten und so hat. Durch eben die neue Klasse. Und das ist ja eigentlich schon geil. Deswegen wäre eben eine Idee, Louis zu entwickeln. Also man könnte jetzt theoretisch noch irgendwie mit ihm da ein paar Trainingsdinger machen, damit er noch ein paar XP bekommt. Dann wäre er Level 11. Dann könnte ich ihn weiterentwickeln zum General oder eben was auch immer, weil dann natürlich noch ein paar Stats, wenn er Zug bekommt, also hoffe zumindest mal. Ich glaube, das müsste immer noch so sein, dass sich ja die Wachstumswerte selbst nicht verändern. Weil da habe ich auch ein bisschen nachgeforscht und so, also mittlerweile offscreen, wie denn das so ist mit den Charakteren, also welche Charaktere lohnen sich, welche weniger. Da haben wir irgendwie auch schon empfohlen, unserem guten Clan eigentlich Adieu zu sagen, um eher auf Selin und Celica zu gehen, weil Clans Status ab, sag jetzt mal, der Wachstumswerte sind nicht so geil, angeblich. Wobei ich ihn bisher eigentlich noch cool fand, also, aber man ist auch relativ schnell, kann zum Teil auch doppeln. Selin, Celica, ja, gehen natürlich auch am Nahkampf und so und Magie ist hoch, eben, müssen wir ein bisschen herausprobieren. Natürlich auch Anna im Vergleich zu Boucheron, war. Da haben wir auch mal ein bisschen die Werte angeguckt, die sind bei beiden jetzt nicht so der Hammer. Und ja, da muss man ein bisschen noch ausprobieren halt, wie es halt immer so ist. So, also wir haben jetzt die Dinger bekommen, da war ich eigentlich stehen geblieben. Ganz kurz, Klassenwechsel geht noch gar nicht, oder?
Fertigkeiten, um in einer Klasse wechseln zu können. Noch ein Event zu eigen gemacht oder können Sie zu einer beliebigen Klasse wechseln? Genau. Da war auch so etwas, was mir einen Tipp gelesen habe. Also Beispiel. Oh, wie soll ich das wieder? Die ganze Zeit nur irgendwie welche. Was? Drachenkind. Ah ja, genau, hier sind wir sehr gut. He? Ich meine, ich bin schon Drachenkind Level 8. Könnte mich theoretisch mit dem Zweitsiegel zurückstufen lassen auf Level 1. Ich könnte direkt schon zum Würmgott werden, dafür brauchen Meister-Siegel. Müsste aber selber schon mal auf Level 10 sein und demzufolge sind wir unten auch kriege ich ein paar Status-Ups. Oder halt Schwertkämpfer, weil dafür halt die Schwerter und so braucht ich ja hätte. Ich könnte zum Helden werden, bräuchte dafür aber noch die Axtfähigkeit. Die können wir durch ein Emblem zu eigen machen. Und da habe ich auch schon gelesen, zum Beispiel irgendwie habe ich eigentlich immer Marv ausgerüstet, was eigentlich doof ist. Also zumindest jetzt temporär. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich switche mal statt zu Marv, switche mal zu Sigurd. Gut, dass die beiden ein gutes Verhältnis zueinander haben. Also sprich dieses Emblem-Verhältnis, wie immer das Ding schon da heißt. Und dadurch müsste dann ja die Fähigkeit erlernen, Lanzen zu tragen. Also tragen zu können. Man könnte theoretisch auch zum Schwerkämpfer werden, zum Helden, Schwerkämpfer, der auch Lanzen führt. Generell aber zum Hellebardier oder Königsritter dann, wobei braucht noch irgendwie Stäbe. Hat sie eventuell was für alles überhaupt für Dinger gibt, wa? Ach du Scheiße. Dieb. Na, wo wir beim Dieb gibt es echt nicht noch weiter, wa? Also Dieb ist nur ein Dieb, da ist halt die Frage, was er mit Anna machen soll. Will er großartig noch irgendwie wechseln? Also die Klasse wechseln oder so? Und noch alles. Büwernritter, Greifenritter, Wolfsritter. Ja, klingt spannend. Das sind so viele Klassen. Das heißt, wir werden noch so viele Charaktere bekommen, um das alles vorzustellen. Uiui, warte mal. Wenn wir schon im Thema sind. Einmal gucken bei Louis. Der General wird gehen. Hä? Gut, bin nachher auf Waffenlevel S. Okay. Ich habe gerade ein bisschen verwundert, weil klar, wir machen zum General, aber ich dachte, ich bräuchte das Level, das S. Dann brauchen wir das gar nicht, wa? Beim aktuellen nur auf B, aber offenbar reicht das ja. Das muss ich nur grundsätzlich einfach lernen. Ich weiß nicht so genau, wie man überhaupt sein Waffenlevel hier in dem Spiel erhöhen kann, generell. Ob das überhaupt geht, oder? Generell geht es ja auch mit Schwert. Okay, okay. Dazu später mehr. Ich will erstmal Items verwalten. Nein, schon lasse ich. Also, wir haben ein paar Heilmittel, wir können noch ein paar verkaufen. Dann haben wir jetzt Engelsroben, der Stärke, Verteidigung, Stiefel, Talisman. Ja. Wo ist denn jetzt mein Meistersiegel hin? Das sehe ich die hier gar nicht mehr, weil jetzt haben wir doch gerade bei Louis gesehen, dass ich eigentlich einen Klassenwechsel machen könnte. Aha, es ist einfach nur noch hier. Zweitsiegel, Meistersiegel, sonst sehe ich die gar nicht mehr. Okay, krass. Gut. Hätten wir das auch mal gemacht. Bevor wir zum Rest hier dazu kommen. Wir haben viele Bandfragmente. Und auch schon wieder ein paar. Wir hatten noch das nervige Thema mit Unterstützungsgesprächen, wa? Ja, machen wir weiter hier weiter, komm.
だから深さもこれでいい。いや、もっと深く掘らねばならない。はっ、一体どういうことですか？朝食を作ってくれている人たちが水が少し足りないと言っていたのを聞いてね。だからこうして井戸を掘っているところなんだよ。ですね、お兄様。お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか、その手があったか。なら早速川に向かうことにしよう。助言をありがとう、セリーヌ。国にいた頃からずっと思っていたけれど、お兄様は見た目が蛮族の方が中身と合っていると思うわ。Tja, warum nicht, wa? Und mit Etier. 素晴らしいね。今日はなんていい天気なんだ。さようでございますわね、アルフレッド様。絶好のお茶日和ですわ。僕はエーティエの入れてくれるお茶が本当に大好きなんだ。それでしたらおかわりをどうぞ。いや、遠慮しておくよ。わかりましたわ。さすがにもう持っていられない。限界だ。先にティーカップを置かれましたわね。私の勝利ですわ。ああ、僕の負けだよ、エーティエ。言い訳すら出てこない。しかしこの筋肉鍛錬用ティーカップ、前の時よりも重くなっていないかい？以前よりも鉛を大幅に足しましたの。通りでお茶を口に運ぶのにも苦労したわけだ。この程度で値を上げてもらっては困りますわ。筋肉鍛錬の道は過酷な道。勝負も鍛錬もまだまだ続くのですから。望むところさ、エーティエ。これも全て強靭な肉体のために。ええ、アルフレッド様。Tassen der Stärke, Lecco mio, ey. Übrigens, ihr habt gerade richtig mitgehört, ich habe die Sprache dazu gestellt auf Japanisch, weil ich fand Englisch zum Teil, also die Synchronisation zum Teil ein bisschen unpassend für die Charaktere. So, viele, ich wollte gerade sagen, viele habe ich ja nicht mehr, ja, von wegen. Ja, wobei, Celine und Etienne, Fram und Chloe, ja, sind es noch zwei. 二人でお茶をするのは久しぶりですわね、セリーヌ様。エーティエったら今は気軽に呼んでちょうだい。私たちは幼なじみなのだから。わかりましたわ。セリーヌ、お茶のお味はいかがですか？すごく美味しいわ。素敵な茶葉を用意してくれてありがとう。香りが芳醇で甘みが強い。これは北部の茶畑のオリジンティーね。詳しい産地まで見抜くとは。さすが紅茶好きですわね。ほら、エーティエも飲んで。他のものとは香りが違うから。ありがとうございます。どう？私には他の地方のオリジンティーと同じに思えます。相変わらずね。エーティエは昔から紅茶の味に疎いんだから。私が疎いのではなく、セリーヌがすごいんですのよ。あら、エーティエ、どうしたの？何がでしょうか？ティーカップを持つ手が震えてる。ほら。ああ、いえ、何でもございません。そう？それならいいけれど。Okay. Ja, ich meine, warum sollte auch die Hand zittern? Oder... 任務がまだ終わりそうにないわね。これじゃあ今日はもう間に合わないわ。So geht's mir auch schon die ganze Zeit. そわそわしてどうしたの？もしかしてこの後デートの予定とか？違うわよ。珍味の屋台に行きたかったの。珍味の屋台？ええ、私は変わった食材を使った珍しい料理が大好きなんでもこのご時世だから、
そういうものを出すお店も少なくなってきていて、今日はこの近くに屋台が出ると聞いていたから楽しみにしていたんだけど。そういうことだったら私が行ってこようか。代わりに買ってきてあげる。いいの？私はそこまで忙しくないし、散歩がてらお使いもいいかなって。ありがとう。じゃあお願いしちゃおうかしら。何を買ってくればいいの？ヘビサンドっていう料理よ。ヘビの丸焼きをパンで挟んだものなの。どうして珍味は特定の地域に根ざした食べ物であることが多いの。食べた瞬間にその地域の歴史が口の中に広がる。なるほど。なんとなく分かったような分からないような。でもまあとにかく行ってくるよ。お金はこれを使ってね。フランの分も買ってきて一緒に食べましょう。 Oh mein Gott, ja, viel Spaß mit Fram, lieber du als ich. So, paar Dinge haben wir noch, das wissen wir. Wenn ich mal die Bande angucke, zwischen Selin und Selika. Oh, schon auf B. Warte mal, sind die weiter als ich mit Marv? Nee, oder? Hä? Ist ja frech. 素敵な香りね。今日はどこの紅茶なの？茶畑の里のオリジンティーよ。好きな銘柄だからそう言ってもらえて嬉しいわ。Das sind doch mal schöne Gespräche. Schön kurz. Bandeffekt der Erholung. Stab von Emblem Selika. Stellen eine große Menge KP wieder her. Ja, soll ich jetzt das Item bekommen oder was? Ah, die Fähigkeit, die sie einfach dann nutzen kann, zusammen mit ihr, wa? Fähigkeiten, ausgerüstet, das ist eigentlich das Falsche, das ist eigentlich irrsinnig. Solange ich mit ihr synchronisiert bin, weil den kriege ich ja sowieso. Damit ist eine Synchronisation ist so eine Sache, weil eben gerade bei Selika zum Beispiel denkt man sich so vielleicht, was könnte ich sonst noch so für Fähigkeiten, Fertigkeiten gebrauchen? Hängt halt eben natürlich auch ein bisschen von den ganzen Werten und so ab, weil ich meine, Michael zum Beispiel hier irgendwie, oder wie hieß er jetzt schon wieder im Original? Alea. Doch, Alea, glaube ich. Auf alle Fälle, ihm irgendwas zu geben, was Magie oder so erhöht, bringt nicht viel. Weil er gar keine Magie hat. Einfach irgendwie auch zu wenig. Selin ist halt jemand, der viel Magie hat und auch viel Stärke. Da könnte natürlich auch ein bisschen aufbauen. Oder bei Sean zum Beispiel, dass er natürlich auch normale Angriffsmagie nutzen könnte. Weil er auch Expertise hat. Hier natürlich auch die Fähigkeit Bombengeschäft. Wir sagen mal die ganzen Fähigkeiten durchgucken. Eventuell, wenn man einen Gegner besiegt, Chance 10% Glück. Ja, gut. Dass er etwas ist, was man unbedingt haben möchte. Kann natürlich schon praktisch sein, ne? So sagen es natürlich schon nicht. Verbündeten. Eben, von den Ländern her. Junaka gehört also bereits zum nächsten Gebiet, offenbar. Zum nächsten Land, wie auch immer. Interessant, interessant. Man kann Geschenke einsehen im Lagerhaus. Ich kann hier nur das gucken, wa? Ah, hier habe ich mal das Siegel und Zeitkristall. Okay, okay, okay. Was soll das Staffeltickets da unten sein? So verstehe ich auch nicht. Kann damit irgendwas machen oder so? Wenn, dann sehe ich es wohl noch. Somniel Cut. Sollen wir mal ganz kurz noch zu Somniel reisen? Also Somniel selber. Fragment des Bandes. Hey, Sommi! Ich höre die Frage, was magst du, wa? Resettet sich sein Glücksbalken in der Zeit wieder? Ohne das?
Okay, das war jetzt nicht unbedingt so ein Fall offenbar. Nochmal ein seltenes Gemüse gebe. Ich frage mich halt, ob man diesen Happiness-Kreis, oder wie auch immer den jetzt nennen soll, ob man den irgendwie auffüllen kann. Ja, irgendwie. Da muss ich ihn einfach pflegen, so quasi sagen, hey, ich muss jedes Mal, wenn ich hierhin zurückkehre, eigentlich nach in dem Kapitel ihn einmal streicheln, ihm einmal was zu futtern geben. Ja, könnte sein, wa? So, Kaffee. Zum Kaffee. Ah, jetzt kann man hier auch kochen, oder was? Also, Frau macht's. Gemeinsame Speisen. Du. Oh, okay. Koch vom Dienst, Fram. Aber mit Louis, wa? Schmeckt wem? Schmeckt beiden gut, wa? Offenbar. Garnierung, ja, sagen wir mal, seltenes Obst, wa? Seltener Fisch. Oh mein Gott! Dankeschön, Frams-Ration. Koch zum ersten Mal. Karte des Somniel. Also, das ist die. Spenden. Wir sind bei 5000. Das ist 5000 Spenden für Level 3. Die Frage ist halt, wartet damit vielleicht noch? Oder. Wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben, vielleicht auch schon aufs nächste Gebiet und so. Wenn es klarer ist, Arena. Oh ja, wir haben noch so viele Dinge zu tun, vor allem noch Ringe schmieden, wa? Also, theoretisch. Ich habe eigentlich nicht das Konzept vom Ringe schmieden, aber ich frage mich halt, ob es vielleicht klüger wäre, erstmal die Bande zu erhöhen. So gut es halt geht. Eben, das geht ja auch, wa? Also ihr könnt theoretisch. Ich will auch mal kurz testen, wenn ich jetzt bei ihm mit der Lanze testen würde. Sprich also, Michael trainiert mit Celica im Bandeffekt, würde das und das geben. Treffen plus 15 wäre halt cool, Fähigkeiten Erbe vielleicht auch. Gibt sogar ein Gespräch dafür. Mercurius, okay. Mit Sigurd was machen. Das ist nicht viel, was ich brauche hier. Spannender Kampf. Naja, war's. Er war spannend. Niederlage. Heißt jetzt kriege ich trotzdem die Effekte oder nicht? Ehrlich gesagt, in dem Fall trotzdem. Krass. Das ist halt schon krass, wenn ich jetzt so sage, okay, jetzt hat er einfach, weil mir jetzt den jetzt mit Sigurd Level 5 trainiert.
Kriegerlanze, Schwertfertigkeit, gut, aber eigentlich Lanzenfertigkeit mit Level 6, halt eben, dass ich irgendwie Lanze lernen könnte. Mit Micaiah, Stabkunst, Fähigkeiten erbe. Resistenz plus 3 wäre natürlich auch cool bei ihm. Das ist ein bisschen was zum Testen, Freunde. Ob das wirklich so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Das wäre ja übel. Da fragt man sich halt auch, was bringt, ist jetzt hier der Unterschied, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Nett. Ich sage, ist eigentlich schon krass, was ich hier machen könnte. Vor allem kannst du so lange machen, wie du auch Bandeffekte hast. Das ist auch noch krass. Mit dem Rest warte ich jetzt mal noch, weil ich eben erstmal gucken will, wie das funktioniert. Ich meine, sie ist mit Celica schon auf Level 10. Ah, nach höher geht's gar nicht. Das heißt, sie könnte jetzt mit Celica nicht noch mehr irgendwie erreichen. Verteidigungsbuch, Aussagen plus 15 sind echt Dinge, die man ein bisschen tatsächlich testen muss einfach. So, das ist Standard. Wir haben noch Louis, der kurz am Level Up ist. Alfred ebenfalls. Ich meine, es bringt am meisten bei denen zu machen, die kurz am Level Up sind, wa? Vor allem, wenn ich Louis nachher scheinbar entwickeln will. Dagegen Louis kämpfen ist natürlich schon fies. So, jetzt eben theoretisch mit Alfred eine Option. Ich gucke eher gerade, ob ich vielleicht irgendwie diejenigen, die sowieso ein bisschen weiter hinten sind, trainieren soll. Weil Shaw levelt eigentlich sowieso relativ schnell. Junaka ist auch schon Level 7 bei Level 8. Dafür, dass wir sie auch erst kurz im Team haben. Chloe wäre auch kurz davor. Ja, Celine theoretisch auch. Jetzt überlege ich halt, bei welchen Charakteren lohnt es sich am meisten. Ich habe erst ein Meistersiegel, sprich ich könnte sowieso erstmal Louis entwickeln. Wenn ich jetzt Alfred jetzt schon entwickle, wobei vielleicht kann ich sogar noch irgendwelche Meistersiegel kaufen aktuell. Ah, hätte ich erstmal gucken müssen, ob er das schon kann. Da bringe ich alle etwa aufs selbe Level hoch erstmal. Michael also extra nach hinten dran mit dem Level, wegen den Sidequests. Wenn dort ja auf stärkere Gegner stoßen. Man könnte natürlich erstmal bei ihr gucken, damit sie mit Boucheron mithalten kann. Na komm. Bushron, Mairu. Oh, kurz im Level Up. Das ist fies. Mach noch Junaka. Warum weiter sehen wir auch nicht? Ich meine, sie ist erst Level 7, aber. Boucheron. Da muss ich mal hinhalten, wa?
Gab was trotzdem. Yunaka! Alter, was ist los mit dir? Junge, Junge. So. Standard geht momentan nicht. Ist auch kein Problem. Wir haben soweit das getan, was er wollte. Ringkammer neue Funktion. Tonprüfungen neu. Ruhmeshalle neu. Das wissen wir, das wissen wir. Dann, ja, gehen wir zur Ringkammer, wa? Und gucken wir, ob wir wirklich neue Ringe schmieden wollen. Krass war. So hast du irgendwie die ersten 3 Ringe in der Reihenfolge nachbekommen von den Spielen her. Und jetzt plötzlich hier hinten Mikaya. Da hinten müsste das hier wirklich Ike sein. Hier Erika, Eifram. Hier müsste dann Lynn, Eliwood, Hector, wer auch immer dabei ist. Hier ist immer sicher Royland drin. Hier müsste er aus Trashier 776 sein, ich weiß den Namen nicht mehr von dem Charakter. Nach Radiant Dawn kamen dann eigentlich die Remakes kamen zuerst wieder. Danach kamen dann Awakening, also ich müsste hier... Ah genau, Ding hieß er ja. Robin. Robin hieß doch der Hauptcharakter. In Awakening, das halt die Frage ist, ja, vermutlich wird es er sein. Dann kam Corinne, wa? Nachher war ja dann schon Fates. Und hier müssen Free Houses sein, sprich hier ist wieder Byleth. Apropos Byleth, apropos die ganzen Ringe, ich habe ja... Lass mal gucken, ob man das hier vielleicht sogar sieht. Bündniswaffen und so weiter und so fort auch. Was? Kannst du Bündniswaffen verbessern? Ich sagen... Okay, krass. Kann Bündniswaffen boosten. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt das DLC drauf und angeblich gibt es damit ja auch neue Ringe. Also richtige Emblemringe. Sehr gut, ich habe noch keinen einzigen Kristall. Das Falkion, da wäre so geil. Okay, müssen wir mal gucken. Ringe polieren. Ja, komm, poliere mal die Ringe. 嬉しいな。優しい手つきだね。丁寧だね。念入りに頼むよ。君の優しい気持ちが伝わったよ。ありがとう。Domo. Kann auch mal nicht machen, wa? 丁寧にしてね。なんだか変な気分。ちょっと。なんだか変な気分。 Ist echt ganz schön schmutzig geworden, die Ringe. なんだか変な気分。ちょっと。すっきりしたわ。ありがとう。 Kein Problem. Ist aber auch ein sehr schöner Ring, muss ich sagen. Ah, sind wir hier zum Ringen polieren angestellt, ey. Glaubt das nicht, ey. いや大丈夫だ。ありがとう。これで堂々と君のそばにいられるな。 Ja, Tochter des Lichts. 悲しくなるわ。 So. あんまり見つめ Was ない natürlich auch ist, dass es ganz wesentlich länger dauert als gedacht ursprünglich. Also eigentlich die ganze Folge schon. もう終わり？残念。 Also wir werden es wohl in der Folge nicht mehr schaffen. Mit dem nächsten Kapitel. Leider. Kann man gucken hier. Fähigkeiten vererben. Aufmerksamkeit. Genau, dann habe ich ja. Nicht zusätzlichen Kraft. Okay, weil er mit Marv bereits hat, war. Unbeugsam. Was eigentlich schon mal cool wäre, behaupte ich jetzt mal. Ich habe eigentlich nur so wenig FPS.
Also teuer hier, wa? Und theoretisch können wir ein bisschen investieren. Gut, heilen ist Licht, nicht viel, müsste erstmal. Aber Stabkunst theoretisch, wa? Einheit plus 10, dann Stabwände stellen du 3K wieder her. Weil ich denke mir halt so, für Stäbe brauchst du keine Magie, also keinen hohen Magiewert normalerweise. So könnte ich es ja machen, eben keine Umbauexamen, weil es heißt ja, zu Beginn der Spielerphase. 20% der maximalen Kapitän wieder hergestellt. Was ja eigentlich auch cool ist. Dass durchaus sein kann, dass Michael mal ein bisschen angeschlagen ist. Also bei hohem Geschwindigkeitswert. Gut, trotzdem, wenn ich jetzt den mache, einfach geerbt. Also das ist nur fähig an Erbe, nicht... okay. Um Ringe zu erstellen. Wir haben natürlich noch gar nichts gemacht. Bandfragmente habe ich eigentlich genug. Machen wir hier 10 Ringe und gucken, was passiert. Das sind alles Charaktere. Oh, der schwarze Ritter, krass. Das sind natürlich alles Charaktere, die noch gar nicht. Königis die wir noch gar nicht kennen. Das sind ja so. Also doch ein paar schon. Weil eben, wir haben damals ja Path of Radiance gespielt. Das ist das Spiel mit Ike. Erschien damals ja auf dem Gamecube. Das hier, das sind ja die Ringe, also Charaktere aus der Welt von Micaiah aus Radiant Dawn, das ist der Nachfolger davon. Deswegen ein paar Charaktere hier erkennen wir. Und irgendwie auch zu welcher Klassen so sie gehören. Aber das Spiel selbst und noch gar nicht Let's Played. Das kommt ja erst noch. So, jetzt fange ich halt Bandringe verschmelzen. Können wir da schon was machen? Ist irgendwie, weiß auch nicht. Bringt da schon was? Das ist eine Option, wenn ich 2 Stück habe. Okay. Der schwarze Ritter, ja, wenn ich den gehasst habe. Und Kenny ist eigentlich schon cool mit mehr KP, Stärke, Glück. Ich frage mich, ob ich dem vielleicht Ding geben soll. Warte mal, warte mal. Ich werde die Folge beenden. Ich weiß nicht, bei 38 Minuten will ich zumindest ganz kurz mit den Fähigkeiten noch checken bei Michael. Schwertagilität. Wenn sie ein Schwert verwendet, genau. Das sind Dinge, die ich durch synchronisiere. Das heißt, die kriege ich eigentlich. Die kriege ich erst mit dem Bündnis und die kriege ich ja von Anfang an eigentlich, wa? Wenn ich mit Marv zusammen bin. Das heißt, wenn ich jetzt den mache, habe ich einfach halt Resistenz plus 2, was eigentlich cool wäre. Dass man so wenig Fähigkeiten haben kann. Individuell geht die auch nicht, dass ich irgendwie ablege. Krass. Ja gut, Freunde. Dann würde ich aber soweit mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part machen wir hier dann weiter. Ich würde, glaube ich, sagen, Louis entwickeln, Markt vorbei, also erstmal Markt vorbeigehen, neue Ringe zuweisen. Ja, ein bisschen was noch zu tun, aber nicht mehr viel. Also wir werden nächsten Part nicht mehr komplett nur in Somnil verbringen. Relativ zackig hier durchgehen und dann geht es ab ins nächste Kapitel. Endlich mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bye, bye.